Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig und Zidane hat sich schon mal aufgewärmt für den Kampf. Ich habe hier schon in der letzten Episode gestern gesagt, stellt euch heute auf eine etwas längere Episode ein. Wir haben heute definitiv viel zu tun und ich habe es auch schon erwähnt, Kujas Musik, die er jetzt hat in dem letzten Kampf gegen ihn, ist Never One-Winged Angel und so eine geilste Bosslieder in der ganzen Final Fantasy Reihe für mich. So, dann wollen wir mal. Und es geht auch schon direkt los. Ich liebe diese Musik, Dark Messenger. Nicht nur die Chaoser, sondern auch noch Thanatos. Meine Seele ist auch im Untergang geweiht, aber ich will ein guter Gastgeber sein und euch zuerst den Weg in den Tod weise. Dann soll einfach alles sich in nichts auflösen. So, jetzt haben wir der Gewitterputze hier. Oh je. Ich bin immer gespannt, wie gut ich noch bin. So, Feder Kuja, ich mach mal fertig. Ja, jetzt macht er erstmal Reflex auf sich. Das hatte ich noch im Kopf. Das heißt, Magieattacke können wir erstmal knicken. Nicht so schlimm, Steiner kann drauf hauen. Ja, Äther. Klar, als Magier hat er das natürlich dabei. Hohohoho, Steiner macht schon mal richtig gute Auftakt. Ja, Flair. Das war logisch, dass das kommt. Oh, ich liebe diese Musik. Wow. Das haut rein. Ich lasse auch einfach mal die Musik so wirken. Die ist nämlich... Andy von meinen Lieblingslieder. Ich hab's doch gewusst, dass Sanctus kommt. Jo, das neutralisiert alles, was wir haben. Das nützt nichts bei uns, der Angriff. Ja, mach's ruhig noch einmal. Wir können's vertragen. Sanctus ist auch sehr cool gemacht als Zauber. Macht uns nix. Reinkarnatring geklaut. Cool. Das ist wieder was Stärkeres. So, halt dich selbst. Der hat noch was. Okay, Steine hauen nochmal drauf. Und du klaust nochmal. Okay. Macht wieder Reflex, der Mistkerl. Jetzt hätte man natürlich Anti-Reflex gut gebrauchen können. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Uiuiui, Steiner haut richtig gut rein wieder. So cool. Aber Flairstar ist natürlich auch immens übler Scheißdreck. Deswegen heilen wir uns mal alle mit Viagra hoch. Und Trance-Zustand für sie dann ist ja schön und gut. Das hätte ich später vielleicht gebrauchen können, aber so what. Er hat immer noch Reflex auf sich gewirkt, wie ich sehe. Aus seiner Sternen glitzert es immer noch gewaltig. So. Ich habe doch früher immer den Kampf sehr gern rausgezögert, einfach nur, dass ich die Musik weiter hören konnte, weil ich damals das Soundtrack zu Final Fantasy IX nicht gehabt habe. Und deswegen habe ich das immer im Spiel hören müssen, die Melodie. Wenn mich irgendwas begeistert hat, habe ich immer Spielstände angelegt, wo ich immer die Musik hören konnte damals. So konnte man dem Ganzen entgehen, ohne viel Kosten für einen Soundtrack rauszuwerfen. So, sieh dann, du klaust weiter, sorry. Das wieder A. Mach wenigstens die A auf, wenn du uns so A greifst. Scheiße, das haut jetzt wieder richtig rein. Ja. Dafür habe ich die Magieabwehr hochgemacht. Dafür kriegt er einen Schocker hinterher. Ja gut, Zidane ist jetzt der Letzte, der das eigentlich gebrauchen konnte, aber war Steiner vielleicht.
Okay, wen trifft's? Bitte Steiner oder sie dann? Natürlich nicht. Ich hoffe, sie überlebt. Sie muss nämlich Vigra auf alle wirken. Ja, hat noch irgendwie funktioniert. Jetzt wirkt das auch noch auf sich. Aber er hat... Okay, der hat kein Reflex mehr auf sich. Der ist down. Also drauf. Du klaust wieder. Schocker. Das wird wieder sein stabile 9.999 abziehen. Ja. Oh, Steiner ist verlost. Macht er wieder sein Viagra auf sich. Der Schwanz wird nicht steifer dadurch, wenn du den Zauber auf dich wirkst, Kutscher. So, du wieder drauf. Aber das hat ja gestern mit der Episode doch noch gut geklappt. Ich habe gedacht, wir wären erst so bei 17, 18 Minuten oder dabei waren wir schon bei Ende 20 Minuten am Ende von der Episode. Das war dann auch nochmal sehr erfreulich für mich. Der wieder? Okay. Dann hat's erwischt. Steiner hat's erwischt. Okay, dem ist der Verteidigung ist auch nicht so hoch, wie ich wollte. Aber Reflex hat er gerade nicht mehr auf sich drauf, deswegen können wir jetzt auch mal mit Vivi waghalsige Attacke ausführen. Zieht mal wieder stabil ab. Und du guckt er uns nicht mal in die Aare, wenn er das macht. Ganz, ganz eitler Typ hier. Noch einmal drauf mit Flair. Schade, dass wir Flairs da nicht selber lernen können. Oh, ein paar hat sogar verfehlt. Ja, was machst du jetzt? Okay. Ja, sorry, mal wieder ein Trauerszustand verballert für nix. Halt doch auf, Kerle. Aber es ist ja einfach noch geil gemacht, die Attacke. Könnte eng werden für ein paar. Ja, es wurde eng für ein paar. So, du vergibst auf die Gosch vom Steiner und zwar so richtig mit der grobe Keller. Und dann macht er wieder Viagra auf sich. Damit der Schwanz besser steht, ne? Ach ja, ich weiß, ich bin ein bisschen pervers, du. Bitte dich zu entschuldigen. Geht es jetzt so Steiner? Nur, das war natürlich jetzt doof. So viel Attacke, wie der hintereinander ausgeführt hat, ist es bei weitem nie aktuell gewesen, aber Sanctus trifft du dafür wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Okay, Lilsen, du machst doch mal... Mach mal einfach vorbeugend Engel auf Vivi und nicht Vigra auf alle. Heiligenrobe geklaut. Perfekt, dann dürfte es das gewesen sein, was Kutscher zu bieten hat. Wir testen das Ganze nochmal. Äther, Reinkarnatring und Heiligenrobe dürfte alles gewesen sein, was er hat. Und die hat er nicht nur A gehabt, spielst der Teufel, wo er die versteckt hat, die Heiligenrobe. Will ich das wissen? Ich glaube, ich will es nicht wissen. Okay, Steinsen, hau nochmal drauf. Du weißt, wie die Geschichte läuft. Jetzt können wir 8 Zauber vergessen erst einmal. Dann heil du dich doch mal hoch mit dem Trank. Ein habe nichts. Perfekt, hätte das Timing gar nicht sein können. Noch nicht mal die Hälfte von der Episode rum. Ich bin gut in der Zeit. Ich bin im Tod geweiht. Der Tod wird mich von meiner Furcht erlösen. Aber ich werde nicht allein sterben. Ihr werdet mich begleiten. Ultima. Und das ist jetzt nochmal seine letzte Aktion. Ja. Nächstenliebevoll wie eh und je, unser lieber Kutscher. Und da wird er weggeschleudert. Ja, wir sind mal wieder vom selben Zauber fertig gemacht worden. Das ist bitter. Das ist echt bitter. So liegen wir jetzt. Nette Umgebungssounds. Was ist mit dem Kristall? Und mit der anderen? Was sind wir hier? In einer anderen Dimension als eure. Und ich bin das ewige Dunkel.
interessanter Fun Fact, in Japan und in England oder Amerika heißt dieser Hansel nicht ewiges Dunkel, sondern Necron. Wer bist du? Ohne jegliche Ausnahme beherrscht die Furcht jeden Teil der Seele, der von Dunkelheit umgeben ist und wird von jedem verspürt, der auf der Welt Leben erhielt. Das Leben selbst ist einzig die Grausamkeit. Ihr vernichten euch gegenseitig und tötet euch, um zu überleben. Und das geht gerade ziemlich auf die Stimme. Und euer Leben besteht aus Unsicherheit, Kummer und der Angst, irgendwann einmal zu sterben. Euer Leben wird davon beherrscht. In einem Moment der Wahrheit, dem euch bewusst wird, dass ihr eurem eigenen Tod nicht entkommen könnt, erwacht die Angst in euch. Je größer die Angst am Tod, desto größer der Schmerz, und doch könnt ihr den Tod nicht akzeptieren. So entwickelt sich der Hass und der Neid gegen alles Lebende. Die gewachsene Angst vom Tod kann nicht kontrolliert werden. Die einzige Rettung erfolgt in der völligen und vollkommenen Zerstörung. Kuja unterlag seiner eigenen Angst und hat versucht, den Ursprung allen Seins, das Kristall, zu zerstören. In einem Irrglaube, so sich selbst retten zu können. Hör doch mal endlich mit dem Schwachsinn. Entschuldigung. Das kann schon deiner Oma erzählen. Das ist doch alles nichts weiter als ein Ausred. Mit dem Gewicht redest du doch nur selber ein Grund für der Existenz sei, oder nicht? Im Augenblick war alles besiegelt. Alles in dem Universum existiert nur aus dem Endegrund, nämlich um wieder zerstört zu werden. Das war die Antwort, die er gefunden hat. Ich habe nur auf jemand gewartet, der die Antwort findet. Und jetzt, wo sie gefunden ist, muss die Welt vernichtet werden. Hey, du sollst meine Frage beantworten. Meine Aufgabe steht nur ein M. In der Erschaffung vom absoluten Nix. Ohne jegliche Entwicklung. Ohne Kristall. Der Welt, in der es keine Geburt gibt. Ist das alles nicht vorhanden? Wird's auch keine Angst mehr geben. Eine Welt, die ihr euch so sehnlichst gewünscht habt. Nur, dass du niemand sich was mehr wünschen kann. Wir hätten uns so eine Welt bestimmt nicht gewünscht, Kerle. Solange die Hoffnung auf Leben besteht, wenn wir der Vorhabe nicht zulassen. Ach, wenn es so ein kleiner Lichtpunkt in einem ewig dunklen Raum ist. Der Wille noch leben, trotz all der Qualen, die ihr leider gemisst habt, ist der Beweis in eurer Törichte und unheilbare Krankheit, genannt Hoffnung. Aber irgendwann wird die Hoffnung zur Angst werden. Wir werden der gleiche zerstörerische Weg wie Kuja wählen. Unmerklich bewegt ihr euch selber auf die Ecke Zerstörung zu. Wenn die Zerstörung der einzigste Grund von eurer Geburt ist, was macht's dann für einen Unterschied, nie existiert zu haben? Euer gesamte Existenz ist ein Paradoxon. Es besteht kein Grund, die selbst gefundene Antwort zu verneinen. Alles ist nix. Das ist die reine Wahrheit. Verschwinden, werden zu nix. Widerstrebt dem nicht, denn es ist der Wunsch von allem, was lebt. Von wegen, das sehe ich immer anders. Wir werden dich vernichten, oder mit genau das Gegenteil beweisen. Und die Erinnerung, die eigene Angst besiegt zu haben, wird weiterleben und von Generation zu Generation überliefert werden. Das war ja richtig tiefgründig hier, sie dann. Und deswegen dürfen wir hier nicht aufgeben. Wir dürfen gegen dich nicht verlieren. Und deswegen müssen wir jetzt unser Kräfte sammeln und gemeinsam stark sein. Und selbst wenn wir dabei draufgehen, ist das noch lang nicht das Ende. Und auch wir werden in der Erinnerung von den Menschen weiterleben. Und die Erinnerungen werden auf alle Ewigkeit mit dem Leben end sein. Ja, da fällt mir nichts mehr ein, ne? Das bedeutet zu leben. Ja, euch hätte ich ganz gern. Wenn wir hier
alle heil zurückkommen, mache ich unser griechisches Festmahl. Natürlich belebt Quina sein Ehemann wieder. Gut. Verbockt es bloß nicht, sonst sehen wir uns in der Hölle wieder. Ach, sehr cool. Ah, okay, zu Lilly sagt er das. Ich hätte jetzt eher gedacht, er belebt sie dann wieder, aber sehr cool. Ja, das ist aber auch leider so ein Punkt, weswegen Final Fantasy 9 eher als recht schwach angesehen wurde von anderen Leuten. Wobei ich das überhaupt nicht so sehe. Mein Wunsch, meine Hoffnung und meine Seele als Dracheritterin werde ich jetzt opfern. Und, wenn belebt sie? Steiner. Okay, natürlich Eiko für sie dann. Ja, weil dieser letzte Boss einfach aus dem Nichts kommt. Der wurde vorher nie angemerkt und jetzt kommt er urplötzlich. Ich denke aber, da wollte man früher einfach eine Überraschung nochmal generieren, dass zum Schluss einfach noch was da ist. Keine Angst, ich bin nicht traurig, nimm die letzte Kraft von Eiko. Und das geht für sie dann. Ja, wie gesagt, das ist halt etwas, was ich damals schon etwas verwirrend fand, dass dann dieser urmächtige Gegner aus dem Nichts kam. Und ja, ist halt etwas merkwürdig. Da war ich etwas überrascht, an gerade so positiv, wie ich gestehen muss. Weil ich gedacht habe, gut, Kucha ist weg, das war's dann. Aber das, ja, habe ich selber nie so wirklich gut mit leben können, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, für den Hansel brauchen wir Felsenfest auf jeden Fall. Wir könnten, glaube ich, Insomnia. Ich glaube, Götterspeise war es auch noch, was wir gut gebrauchen könnten. Und dann war es das. Ja, ich glaube, Insomnia, Felsenfest und Götterspeise brauchen wir bei dem Kollegen hier. Nette Geräusche so im Nebenbei im Hintergrund. Okay, wenn er das nicht drin hat, ist jetzt nicht weiter schlimm, aber ich glaube Thermometer, ich bin mal nicht so sicher. Ich glaube eher Insomnia brauchen wir hier bei dem Hansel. So, dann können wir den Quatsch da auch rausmachen. Und können dann Insomnia und Götterspeise. Irgendeins müssen wir noch rauslegen für ihn. Dann machen wir halt Konter raus. So wichtig ist das auch nicht. Besser als dass er versteinert. Lustiges Wortspiel und so. Was war nochmal Lehre der Ninja? Ah ja, okay, stimmt, das war das. Tja. Da werde ich ihm doch eigentlich nochmal... Ja, dann machen wir doch einfach nochmal Thermometer zur Sicherheit rein. Und weil er noch ein bisschen was frei hat, können wir hier noch Ability abmachen. Alle hopp. Gut, den Gegner müssten wir heute eigentlich noch geplättet kriegen. Da haben wir morgen noch... Dann könnten wir wahrscheinlich morgen der Abspann dann legen. Götterspeise und Insomnia wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Lindern. Okay, das können wir dann auch raus. Insomnia. Da brauchen wir noch 3 mehr. Okay, dann machen wir bei ihr das Thermometer raus. So bin ich mir nicht mehr so sicher. Ja, wie gesagt, den Boss, den kriegen wir jetzt heute noch gelegt. Oh, der Verzweiflung nicht. Und dann können wir uns morgen nochmal den Abspann gönnen. Was immer du auch bist, wir werden dich endgültig vernichten. Halten euch bereit. Bei dem finde ich die Musik jetzt eigentlich auch nicht allzu cool, muss ich sagen. Die ist zwar schon nicht übel, aber die von Trance Kucha, die Musik Dark Messenger, finde ich wesentlich geiler. Und der hat auch nichts Gescheites mehr zu klauen hier, dieser Necron bzw. ewiges Dunkel. Bei dem kann ich, glaube ich, nur Elixiere klauen. Deswegen gehen wir jetzt auch volle Wumme auf Angriff. Und attackieren dann einfach so. Ja, ich war schon, wie gesagt, damals nicht so positiv überrascht, dass du urplötzlich dann noch so ein Gegner aus dem Hut gezaubert wird. Der dann der ultimative Gegner war, obwohl Kucha eigentlich als solcher aufgebaut war. Aber, naja, ist halt so. Da muss sich jetzt auch nichts mehr ändern. Nee, wir klauen jetzt nicht, wir hauen jetzt nur noch drauf. Oh, nett. Wir bolzen jetzt nur noch drauf hier. Auf den Mistkerl. Die Musik ist zwar schon ziemlich flott und cool,
Aber ja, wir bolzen jetzt einfach noch auf den Mistkerl drauf. Blauer Schock macht er noch. Gut, das war verfehlt. Das ist immer gut. Dann haut drauf, sie dann. Steinachals wieder drauf. Ja, das macht wieder solide Schade. So. Ja, weil ich persönlich finde Kuja als Böser eigentlich ziemlich gut. Der hat mir extrem gut gefallen, sogar besser als Sephiroth, weil einfach über ihn wesentlich mehr bekannt ist und nicht so mystifiziert wird wie Sephiroth. Deswegen gefällt mir Kuja eigentlich erheblich besser. Ja, jetzt macht er wieder jetzt macht er Prothese und schützt sich auch Tode vor für den Quatsch. Aber wir hauen trotzdem drauf mit Flair. Ja, jetzt schützt er sich halt. Damit mussten wir halt rechnen. Das ist, glaube ich, seine Gemeinstiel-Attacke, wie bei Sephiroth auch mit seinem Supernova. Dieses tiefe Stimme synchronisiere, Das geht so richtig böse auf die Stimme. oh, es ist aber auch geil gemacht. Und das sind immer so Attacken, wo man sich fragt, wie überlebt das der Planet? Wie können wir außenrum überleben? Oh je, oh je, oh je. Na, sieht nicht so gut aus für uns. Dem Zustand Wicht können wir auf jeden Fall entgehen. Das sollte nicht so das große Problem sein, dem Zustand Wicht wieder zu entgehen. Ja, so viel hat es jetzt auch noch gemacht. Sieht so damit aus. Ah, okay. Ach Gott, und diese Zombie-Geräusche. Okay, dann machen wir noch ein Allheilmittel auf der gute Steiner. Und die anderen zwei müssen nur entwichtelt werden. So, die müssen nur entwichtet werden. Das machen wir zuallererst auf sie dann. Ja, sonst macht er nämlich keinen Schaden mehr, der kleine Butzenickel. Ja, Steiner haut halt nämlich drauf, weil er blind ist. Neutronensynapse, Mistkerl. Und überleben wir den Scheiß? Ach, du Levi-Zeit, mehr schlecht als recht. Das war scheiße. Na toll. Sehr toll. Oh, klasse. Okay, wenigstens hat sie sich selber verfehlt, die Gretel. Ja, das wird gerade richtig problematisch für uns hier. Schnell sie dann wieder beleben. Okay, Steiner hat wenigstens getroffen, das ist gut. Blauer Schock, bitte triff nicht. Das wird gerade gefährlich. Wenigstens können wir nochmal einer wiederbeleben in der Zwischenzeit. Dann haben wir auch noch dabei. Dann machen wir Elixier schnell auf unser Weißmagierin, damit wir wieder so dabei sind. Und du belebst Vivi wieder. So, wir müssen erstmal wieder unsere Truppe hinkriegen. Dann können wir uns um den Rest kümmern. So, als nächstes sieht dann... Machst du bitte Allheilmittel auf der alte Steiner. Dann haben wir schon die Hälfte richtig hingekriegt. Gut, der heilt sich jetzt auch gerade wieder nur hoch. Vivi macht erstmal nix. Du machst Vigra auf uns alle. Alter, und diese Zombie-Geräusche immer zwischendurch. Gut. Okay. Steiner ist wieder dabei. Vivi kann ihm erstmal auch Baldrian verabreichen. So, jetzt sind wir wieder dabei. Selber auch Allheilmittel auf dich, sie dann. So, da. Dann können wir auch Vivi wieder entwichteln. So, Vivi. Ja, mach doch ruhig, du Mistkerl.
Unsere Runde steht wieder stabil. So. Ah, der Scheißdreck wieder. Ich hoffe, das geht jetzt ohne diese ganze natürlich ist die ganze Animation wieder dabei. In der Zwischenzeit könnte ich mal genauso gut, wenn ich eine Kaffeemaschine hier in meinem Zimmer hätte, auch nochmal einen Kaffee mache. Das ist wie bei Sephiroth in einem Kampf, als ein flüglicher Engel, wo der Planet 8 Milliarden Mal zerstört wird. Oh, na toll. Na klasse, sie ist auch im Zornzustand. Oh, der Wichtzustand hat so schon hochgelost. Okay, dann schmeiß nochmal Allheilmittel. Ich will, dass Lilly aus diesem Wutzustand raus ist. Wo ist dann Allheilmittel? Verdammt nochmal. Allheilmittel. Na toll, das war... Dafür hätte ich Thermometer gebraucht. So ein Scheiß. Das ist doch immer was. Das ist doch immer was. Thermometer hätte ich hier auch gebrauchen können. Nein! Dummkopf! Jetzt habe ich dafür auch noch die Phoenix-Daune auf Steiner drauf gemacht. Ja, und die Zombies kreischen mal wieder vor lauter Gut. Hör auf mit diesem Scheiß hier. Neutrono, Synapse, Scheißo, Mat. Du Maske-Gesicht. Scheiße. Nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Steiner kommt jetzt nämlich erstmal nicht runter. Und ich bezweifle, dass er das jetzt alles noch überleben wird irgendwie. Es sei denn, Steiner macht hier die Solo-Kampfsau und smasht das Scheißvieh im Alleingang. Aber das bezweifle ich stark. Nee, da haben wir ein Problemchen. Das wird jetzt bitterbös gegen das Vieh. Das schaffen wir nicht mehr in der Episode, glaube ich. Wobei, wenn er immer nur blauer Schock macht und Steiner bleibt irgendwie dabei, aller Hopf, dann könnte ich mir sogar noch irgendwie vorstellen, dass das was wird. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell. Steiner. Lilly muss wieder leben. Schnell. Bevor das Mistvieh irgendwas machen kann. Oh Gott. So. Nein! Wir sind trotzdem mal in dem dummen Glaube, dass es irgendwie noch funktionieren könnte. Und attackieren das Vieh weiter. Ich hoffe, wir können uns zumindest... Steiner kann sich so weit hoch regenerieren, dass er dem Angriff noch irgendwie entgehen kann. Ich hoffe zumindest, dass es noch funktioniert. Über 2500 sind wir, glaube ich, sicher dann. Ja, bitte, bitte. Beide Hände überlebt. Okay, Gott sei Dank. Ach du Scheiße, das ist jetzt richtig hart. Ich habe den Kampf nie mehr so heftig in Erinnerung. Um mal ganz ehrlich zu sein. Dann machen wir mal ein Elixier auf Lilly so nebenbei. Jetzt fängt er wieder mit der Scheiße an. Bitte überleben's irgendwie. Oh Gott, ich habe doch ganz schlechtes Gefühl gerade. Ja. Alle ausgelöscht. Verdammte Scheiße. Bitter. Das ist bitter, ihr liebe Leid. Das ist richtig bitter. Ich habe das nicht mehr so heftig im Kopf gehabt. Wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, würde ich ja glatt sagen. Wo wir dann wieder direkt bei Necron einsteigen. Also machen's gut und bis morgen wieder. Ich muss meine Kampftaktik dringend ändern. Ayan Yankee.